Allmannshausen am Starnberger See. Für Ulrike Schröder ist es heute der erste Tauchgang im eisigen Wasser. Es ist kalt. Oh oh, da stimmt etwas nicht. Tauchlehrer Benny Weber weiß, was jetzt zu tun ist. Ja, weißt du warum? Die Kälte und das Wasser dazu führt, dass die Bauteile einfach empfindlicher sind. Und durch das Wasser hat sich das geöffnet. Dann bläst es durchgehend ab und es hat sich bei ihr dann so verklemmt, dass man das erst lösen musste wieder. 2 Stunden vorher. Kursbeginn auf dem Gelände der Tauchakademie bei Minusgraden. Wie kalt ist das Wasser? Also Oberflächentemperatur wird um die 2 Grad sein und dann ab 4 Meter, 5 Meter wird es dann 4 Grad. Okay. Ja, man hat sich schon überlegt, das ist ja doch sehr kalt und ja, bei 4 Grad Wassertemperatur, ich weiß nicht, aber dann dachte ich mir so, es wird eine tolle Erfahrung und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ulrike hat schon einen Plan, wie sie sich gegen die Kälte wappnen will. Mein Anzug ist ein bisschen eng an den Hüften. Dann darf ich nicht so viel Hosen anziehen, weil sonst wird es ein bisschen eng. Oben geht er. Genau, also es ist ein Einteiler, der nur aus Vlies besteht. Der soll es ein bisschen wärmer halten. Und zuletzt der Trockentauchanzug. Wird sie mit den vielen Hosen da noch reinpassen? Ist das schwierig? Ja, ich sag ja, er ist ein bisschen eng, wenn es runtergeht. Passt rein. Gerade so. Gut. Ganz anziehen tun wir noch nicht. Außer wir gehen ins Wasser. Alles, was uns irgendwo das Wasser Der Theorieteil. 2 Tauchgänge sind heute geplant. Einer davon nachts. Deshalb wird der richtige Umgang mit der Lampe geübt. Tauchpartner und Fische dürfen nicht geblendet werden. Jeder muss die Lichtsignale beherrschen. Ihr könnt auch eure Signale anleuchten. Das heißt, wenn ihr die Lampe in der Hand habt, Aber die größte Gefahr ist eine andere. ist kein Problem. Natürlich ist die Kälte dann unser größter Feind. Das kann für den Körper schwierig sein, aus medizinischen Gründen, dass man sich einfach nicht warm genug hält oder nicht genug trinkt vorher und dadurch dann beim Tauchen einen Unfall erleiden kann. Und für die Gerätschaften kann es sein, wenn man sie nicht vernünftig pflegt, wenn man die Wartungen schleifen lässt, dass die einfrieren können und dann durchgehend Luft abgeben. Das kalte Wasser. Ehrlich gesagt, so, wenn ich so denke, dass es so ins Gesicht kommt dann, also außen um die Maske rum, das wird schon erstmal so ein leichter Kälteschock werden. Ich bin gespannt, wie es dann auch mit der Atmung wird. Ulrike hat ihre eigene Ausrüstung mitgebracht. Die 26-Jährige hat zwar Taucherfahrung, aber nur im warmen Wasser. Gerätecheck. Funktioniert die Luftzufuhr? Wie voll ist die Flasche? Benny Weber ist hauptberuflicher Polizeitauchlehrer. Man muss einfach beim Überprüfen ein wenig mehr aufpassen. Zum einen schon mal die Optik, ob das aussieht, wie es aussehen soll, oder ob da schon irgendwelche Abriebspuren sind oder irgendwas Hanebüchen falsch zusammengebaut wird zum Beispiel. Sieht gut aus. Doch im eisigen Wasser kann immer etwas passieren. So wie bei Ulrikes erstem Tauchversuch. Jetzt geht es in den Trockentauchanzug. Eine Wissenschaft für sich. Ulrike benutzt an den engen Stellen Puder. So flutscht es besser. Doppelcheck beim Reißverschluss, damit ja kein Wasser eindringen kann. Aber das ist gut gepudert. Ach, wirklich? Ich will dich nicht zupfen, aber das geht so, oder? Ja, ja, passt. Es bleibt ein wahrer Anziehmarathon. In Gedanken ist Ulrike schon im Wasser. Ich habe ja jetzt so viel drunter gezogen und da hat man natürlich mehr Auftrieb und jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das Blei, das ich dabei habe, reicht. Schauen wir mal. Zur Not hat ihr Buddy, also Benny, zusätzliches Blei dabei. Getaucht wird nur im Team, und zwar mit erfahrenen Tauchlehrern. Es ist ihr zweiter Versuch. Den Vorfall mit der ausströmenden Luft hat die junge Taucherin gut weggesteckt. Genau so, passt. Und schon sind sie abgetaucht. Genau beobachtet vom Leiter der Tauchakademie Jürgen Börroth. Sicherheit steht bei ihm an erster Stelle.
Nach 30 Minuten Tauchzeit müssen die wieder da sein. Und das muss man halt am Tag schon einmal durchmachen, damit es in der Nacht, wo es natürlich alles ein bisschen schwieriger ist, ja, dann sitzt. Pünktlich nach einer halben Stunde tauchen Ulrike und Benny wieder auf. Zapfig. Sehr, sehr, ja, meine Finger frieren sehr. Ich freue mich jetzt, wenn ich ins Warme komme. Noch 2 Stunden bis zum Nachttauchgang. Eine Flasche voll machen. Komm her, dreh dich um Ihnen das ab. So, prima. Brücke ist auf. Ja. Jawohl, prima. Achtung, jawohl, in Ordnung. Im Sommer bietet Jürgen Schnupperkurse für Jugendliche an. Er selbst ist ein Winterfan. Sein Hobby ist Eistauchen. Ja, Uli, die 300 Bar Flaschen brauchen halt immer ein bisschen länger, gell? Da schlägt das ganze Taucherherz dran. Also, und es muss auch stimmen, es muss auch passen. Es ist ein Stück Sicherheit für jeden Taucher, dass die Luft, wo da herauskommt, wirklich in Ordnung ist. Letzte Vorbereitungen für den Nachttauchgang. Ich habe mit meinen Ohren öfter mal ein bisschen Probleme. Das haben wir vorhin noch mal durchgesprochen. Falls es jetzt nicht klappt, dass wir ganz auf die Tiefe runterkommen, dann tauchen wir einfach ein bisschen flacher. Eine erfahrene Taucherin wird die Nachttaucher mit einer Unterwasserkamera begleiten. Es geht hinab in rund 10 Meter Tiefe, in eine geheimnisvolle Unterwasserwelt. Die Sicht ist im Winter am besten. Nach 10 Minuten erreichen die Taucher ein Bootswrack. Ganz vorne drin der erste Fisch. Aber auch Unbewegtes fasziniert hier unten. Eine halbe Stunde später, zurück an der Tauchstation. Wir haben was gesehen unterm Boot. Es war ganz cool, ganz versteckt. Eine kleine Aalrute habe ich gerade gehört. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich es gesehen habe, aber war ganz süß. Und lauter ganz kleine so Krebschen oder was im Wasser rumgeschwommen sind. Also man hat doch ein bisschen was gesehen, aber es war eiskalt. Also wirklich eiskalt. Ich habe auch gesehen, dass es bei der Uli genauso war, wie wir es uns gedacht haben, dass sie einfach natürlich am Anfang sich sammeln muss, aber dass sie dann mit allem, mit Lampen und mit der Dunkelheit super zurechtkommen ist. Wir haben Hechte gesehen, gell? Genau, Ja, Hechte. Höhle von einem Krebs. Ja. War leider keiner mehr daheim, der war wahrscheinlich schon unterwegs. Zum Schluss gibt es noch für alle ein Nachttauchzertifikat. Herzlichen Glückwunsch. Danke Super gemacht. schön. Allzeit gut Luft. Das muss körperlich sein, sowas. Ja, Und werden Sie weitermachen? natürlich, natürlich. Na dann, willkommen im Club der Unverfrorenen. Ich habe halt